Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Geschichte von der Minette, ihren Aufbau, hier Weiterverarbeitung an die Leben von den Leuten, die Schmelzen und noch an den Minen. Das ist also für dem Jahr Minette Mashup, dem Podcast rund um die Minette. Herzlich willkommen an einem neuen Episode. Heute geht es Mineuren an hier Erbecht. Die alles ernst als wie einen einfachen Job war. Und dafür begrüßen wir dann heute den Dario Di Genova, den geht am Musée des Mines zu Rümlingers. Moin Dario. Moin. Und für die Wolle von der Industriegeschichte ist dann Katrin vom CNCI. Ist dabei. Salut an Katrin. Moin. An den Musée von der Erbecht getaut vom Guy vertruden, op dem er noch werden. Den hat sich ein bisschen verspäht, aber die wird ganz bestimmt an den nächsten Minuten zu ausstoßen. Meine Nummer ist die anderen, es sind wie immer für Minette Biosphäre in diesem Podcast mit dabei. Hashtag Minette Mashup, da fand ihr uns auf Instagram. Ihr könnt gerne zu aller Blick mit uns in Kontakt treten. Location vom Moment. Dario, wir sind heute am Musée des Mines. Dat er eng vun dënn wann net so déi Platz fir méi iwwer d'Erbecht vun de Minere gewuer ze ginn. Méi eier mar wirklich iwwer déi Schwäze vielleicht de puer Informationoen iwwer de Musée, dats och kind den rich Gëchter opgemer gouf, den gëtt schon méi wie 50 Joer. Naja, dat as so gewiecht, dat war dat das kom, dat sind do wie lo de Bierschwer loselech zum Schluss gangen ass an 70er Joren. Du hast sich paar Mineren zu Summe gesagt und du hast einfach gesagt, dass der Beruf nicht vergisst zu gehen. Du hast dazu eine Gründung von dem Musée gekommen. An dem Musée, den ist der 4. Mai 1973 geweiht in der Präsenz vom Grand Duc Jean und von Autoritäten. Ja. Und ich persönlich, mein Bezug zum Musée selber, ist 1975 die Streich hingekommen. Da hatte ich 10 Jahre. Okay. Du bist also für dich hier an de Musée gekommen. Du bist heute noch immer hier heute als Guide, darüber schwätzen wir ein bisschen schon spät. Die Entrée vom Musée des Mines, die ist Caro von der Mine wählert. Ist das die einzige Mine, die über dem Musée erreicht, oder sind hier mehr verschiedene Konzessionen zusammengeschlossen gehen, für wirklich etwas zu holen, was du dann noch den Leuten weisen kannst, die gucken kommen? Ja, die Mine wählert die Grenzen, die Grenzmolation sozusagen direkt Verbindung mit Frankreich, hier am Norden nicht denken. Und sie als an Nopisch Konzession, das war dann der lange Grund hat die. Ja. Und mehr war das auch nicht. Okay. Wir sind am Gebäude vom Musée des Mines, wir sind nicht an der Mine, da waren wir für 2 Jahre, meine ich, so ungefähr 2 Jahre mit direktisch vom Museum, mit Raffaella Campobasso, bei schnucklichen 11 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Du musst bei Visite ja wahrscheinlich auch nicht just nur die Visiteure geguckt gehen, die dann an der kurzen Box an am T-Shirt kommen, aber auch nur so den Exponaten, die an dem Musée stehen, weil ich will mal dass die klimatischen Konditionen da auch teilweise Metall gehen, was da steht, und Maschinen. Ah ja, die Exponate, das ist ja alles Metall, die leiden ja nicht die Fischigkeit. Da sind wir froh, dass wir die Jungen von unserem technischen Service und noch die Jungen vom Siegel, die in das Ganze mit viel Licht restaurieren. So Touristen, die am Sommer an der kurzen Box an den Badelatschen kommen, der hat da wahrscheinlich auch nach immer und immer rum. Ja, dat, also den haben wir auch. Ne? Die kriegt aber ein Jackett, gell? Ja, weil mir noch Jackett nicht mehr dann gleich auslehnen. Ne? Oh, wie lief. Ja. Dann sind sie nicht kalt. Die Visitideen für an den Musée des Mines zu kommen, kann ich ganz bequem auch über die Website vom Musée buchen. Du, Dario, bist ein Guide, aber bestimmt nicht den einzigen. Wie groß ist die Equipe von den Guiden hier am Musée? Wir haben 20 Guiden im Moment. Ne? Und das Ganze, also wir sind Freelance, ne? Und das Ganze lebt auch noch in einem Plan, den wir alle
Freude geschickt kriegen. Wenn du eben für einmal nicht geht, wir sind noch eine gute Equipe von den Guiden. Ne? Also, wir gehen als alle ganz gut ins, ohne Probleme. Aber geht also noch immer do für die anderen, wenn mal für ihn nicht geht, so, dann ist er immer für die anderen. Also das nicht, dass da keine Gitarre ist. Du so eine Equipe von rund 20 Leuten. Just Guiden oder auch Guidinnen? Wir haben 3 Frauen, die noch geht sind. 3 Damen, also die... Ja, voilà, 3 Damen. Ja. Ob schon Damen ja am Anfang nicht so an der Mine selber geschafft haben damals. Ja, okay, ich habe nicht dran geschafft. Darüber kommt man auch nicht spät zu schwätzen. Auch wenn sie nicht an so einer Mine geschafft hast, wird dich da persönlich animiert, hei als Guide zu fangen. Ja, wo kommt die Passion für Minen hier? Voilà, das Ganze hat so gegangen, dass meine Familie um Telebisch geschafft wird. Das war mein Papa und 2 Monate von mir, den Elsen, die sind nur an den Terrebau gegangen, mir später ist die noch Schmelz gegangen. Und mein Papa war Lokführer, also Maschinist um Telebisch. Und mein Papa, sein anderer Bruder, die war Miner und später auch Sprengmeister. Und die Zischelscher, die mich immer fasziniert. Und dass auch du hier kommst, dass den Zug bei meiner Boom, die hat auch Kaffee am Wanger zu dir verdient, dass den du Lernstgeld gefahren hast. Hey, den hast du Hanne Lernst gefahren und dann über die Klangbrick, die Haut ein Velusbrick Ja, hast. voilà. Ja. Ja. Voilà. Und dann ist das Stunde mehr kann er da beim Droh zu gucken, ne? Und die Milieu sind eben abgewusst, ne? Dann ist mein Papa halt so Lernst gefahren, Papa kann nicht Schmatt fahren, nee, das geht nicht. Und schon da ein kleiner Anekdote, doch, du hattest mich eigentlich am guten Gesicht. Du warst mit einer Maschine mit dem Telebisch gefahren. Und das ist so gewesen, die nach Stuhl blieben für ein Cola. Es sind noch andere Sachen, die von den Droht gehen. Ich gesagt, doch Bier. Ja. Also aus dem Geld von den Boom hier im Kaffee. Weil sie auch den Kaffee da haben. Ja, ja. Ne? Und du wolltest die Maschine sein Cola, du siehst immer so, kann ich eigentlich da ran gucken an die Maschine. Seiten sie mir dann Klammer rüber, ich fahre nicht auf bei den Uhr, ich habe die doch auf der Strecke gewohnt. Ne? Ja, ich merke, wie sind dann das meine Uhr, ich habe da gewohnt. Und da sind nämlich stehen geblieben bis auf den Tillebisch. Und ja, ich habe extra auf meinen Papa gewartet. Ich wollte ihm das erzählen. Ich gut, auf gut Lützeburg, und gut auf den Berg daheim. Ja, so ich weiß schon alles, du hast nicht verloren. Von denen mein Geschichte an da, wie das dann so war. Und du sollten zu mir, weißt du wie das, wenn du willst zurückkommen, kannst du bei mich. Und dann hat er mich ab und zu, wenn ich alles zusammenrechne, 20, 25 Mal an der Maschine mitgeholt. Da sind ich mit rangefahren, sind auf den Bulldozer, da waren mitgefahren, das war alles illegal. Ne? Das hat natürlich kein Differenz geschehen. Ja, voilà, und hier könnt ihr eben den Interessen eben durch meine Familie. Und das ist eine Welt, die mich bis heute nie losgelassen. Okay, das heißt, du warst also schon relativ frei mit den Minen in Kontakt. Allerdings, wenn ich das richtig gerechnet habe, 75, 10 Jahre alt, ja, du warst zu spät, du für selber können an Mine schaffen zu gehen, weil in Tillebisch ist wie in der Nacht als Lastschwein am Land zugegangen. Tillebisch ist 29. November 1981 zugemacht worden. Und ich erinnere mich ewig, ich sage immer zu meinem Papa, ich komme nicht bei dir auf Mine arbeiten. So tun sie mir, wenn du groß bist, als Mine zu. Das war schon alles für rausgesehen. Dass das nicht mehr ewig gehen. Auch die Stoffhörung von ausländischer Minen natürlich. Wir hatten ja ein Maximum von 36%. Aus anderen Ländern wie Schweden und Brasilien, das Minen drüber kommen 50 oder 60%. Das war so ein bisschen den Todesstoß, aber die lang ungekündigten Todesstoß. Ja, Todesstoß. Und dann war das doch noch eine Sache. Dann war dann eine Sache, war ihn überhaupt dafür gemacht. Ja. Mein Papa hat 1955 um Tillebisch gefangen, hin als Kroscher mit einer Maschine mal dran gefahren, den nächsten Tag. Du siehst zu dem Maschinist, ich packe den Teil keine Woche. War ein anderes Jahr. War eine lange Woche in den Moment. War wirklich eine lange Woche. Dann wir haben ein bisschen über den Tillebisch geschwärzt, wir haben schon ein bisschen über den Musee geschwärzt, ich denke an Katrin, wir können auch generell ein bisschen über die Minieren und die Mine schwätzen.
Ja, am Anfang die Idee also auch ein bisschen über Minen an die Wirtschaft von den Minen zu schwätzen. Dario, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie groß war die Bedeutung von der Mine für die Wirtschaft heute zu Lützeburg? Naja, das war Malaysia so. Durch Minieren, dass ja die Wirtschaft in Abschwung kommt. Ja. Weil Kollektivverträge, Krankenkassen, alles, was man auch tun ist, und die Leute darum amüsieren, die ganzen Luxussysteme auch tun, das haben all den Leuten zu verdanken. Weil ja sie, die am Anfang vom Jahrhundert auf die Straße gegangen sind, 1929 Streik, 1935 Streik und dann eigentlich 1957 Streik. Das war ja, das haben wir denen, also ihnen zu verdanken, die Wirtschaft in Abschwung. Von der Scheier Museum kann er frohen, das war das letzte Beschreich gehen, was unsere durch Banken. Nee. Auch am Ausland denken sie das, ich kann das doch so. Ja, und voilà, und dafür als eben nicht so immer das mehr halt nach Stunden da haben. Also alles, könnt alles durch als Mine. Das war wohl lange wie bist du hin? Weil Ja. ich meine, am Anfang waren die Arbeitskonditionen an den Minen ganz prekär. Ja, ja, voilà, sie ja mal, am Anfang können sie ja weder nach Holz bezahlt, hatten sie gesagt, ne? Bis 1931 hast du kein Holz bezahlt. Das heißt, du hast mit den Menschen Baum müssen kommen oder du hast Nee, nee, an der nee, Mine also die gekauft. Stelle vom Holz, ne? Also die Stempel setzen. Ja. Pardon. Der das nicht bezahlt. Und dann am Plus und Sonne müssen hier diesen Geschirr selber bezahlen. Das Sprengmaterial, hier Lut, Ja. hier Arbeitszeit zwischen 10 und 12 Stunden all Tag. Ne? Und das war eben noch das Problem mit dem, pardon, weil sie trotzdem nicht bezahlt kriegen, sie ja nur noch Bleichung bezahlt gehen. Ne? Wir hatten so ein Boogie gelöst, ob der Boogie, wie sie das genannt haben. Und dann war das eben so, das Problem, das war da viel Unfall. Ja. Das war zum Beispiel, weil sie gesagt haben, ich will Suhe verdienen. Ne? Mehr Schlepper nicht mehr wollen Suhe verdienen. Und dafür ist das eben, war da viel Unfall. Ne? Ganz kurz Pause zwischen de Gier so kom vom Museum von der Erbischt. Moin. Wir hatte schon ein bisschen angefangen mit Dario zu poteren. Wir waren gerade bei den doch echt prekären Arbeitskonditionen, die Mineren am 19. Jahrhundert, Anfang vom 20. Jahrhundert nach hatten. Natürlich. Also es hat ja quasi da wirklich bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gedauert, ehe sie ein ordentlich Sozialhof gesichert werden. Ja, ja. Sie hat ja auch kein Krankenkäse in die Zeit, aber es war ja auch keine reiche Familien. Aber dann ein Beispiel, der Pap, der ist runtergelegt, also schwer blessiert, was haben sie gemacht, dann haben sie die nächste Jungen geholt, die ja 6 Jahre müssen für ein Mini erschaffen zu nennen, jedisch. Dann hat die müssen ein Mini erschaffen, für die Familie zu ernähren. Und den hat da quasi der Boogie vom Papi war. Voilà. Ne? Na, und dann war da noch bei der Produktion, war der Minehe war ja ein Herr am Schandchen. Und der Schlepper, der war ja sein Handlanger. Aber von Mine hunge doof, ob man so viel gibt verdienen oder nicht. Von dem seine Erfahrung hunge doof, ob man so ein gut paar hatte im Moment vom Tag oder wie die bewahr oder nicht. Wie eine Periode war auch die markantst für den Biergebau an der Region? Was war die wirklich die mir markante Periode von dieser Zeit? Naja, die Markanzperiode, das war ja nur wie die Maschinen gekommen sind. Ne? Das war ja die ersten Maschinen, die sie hatten, Beispiel den Tagebau. Ne? Den Tagebau war just rentabel, von mir nicht just unter dem, also unter der Wisselung, unter dem Gras. Ne? Weil sie das ja alles müssen mit einem Hehl losklappen für, und die Minetschichten kommen, herno, wo den Tagebau mit den Maschinen, da konnten sie das Deckgebirge, wenn sie das, oder die Lehme wegschulen, für die Minetkuschen zu kommen. Das war ja nicht ein Kusch am Tagebau, das war die Rotkusch. Und voilà, dann haben sie
do mat de Maschine konnten se den Tagebau bei mi séier aufbauen. An die eich Maschinen, die se ënnerierdesch gebraucht hunn, dat war ugangs 40er mit 30er sind die Presslaufmaschine kom, die modifiziert am Tagebau meschens getest gin. An dann hunn se mo ënner ihr ja gesagt, wann se sto bewährt hun dann huet Gesellschaft ebe wie de bewahr, dann hunn die dann andere geschafft. Wie huet sech auch Min am Laufe der Zeit entwickelt, technologisch an noch mënschlech. Mir hunn schon ein bisschen darüber geschwart, mat zum Beispiel am Anfang von der Min, wo die Leute müssen am Anfang selber den Material bezuelen, dat huet sech jo entwickelt an geändert. Dat heißt, die Leute können da besser davon erleben oder war das immer wirklich eng schwer erbecht? Also wie Maschine kommen sind, ne? Wie Luftmaschine kommen sind, du konnten Mineren Schanze méi schnell aufbauen natürlich wie mat der Hand. Ne? An noch Luftmaschinen belangt, dat mat kleine Maschinen ugehen op Schienen, die mat Presslauf gedriwe gesinn. No hatten se op Ketten elektrisch an dann zum Schluss her no mat Diesel. Ne? An mir hatten hei nëmmen 2 gros Minieren, dat war Roder 3, dat war Roder 6 an déi vir den Telebiestielen Grousmaschinen hatten. An aus dem typsche Minne, den sos seg Bugi mat der Hand gelöden huet. Du hast ja nur Maschinist gin, du hast Baggerführer aus dem ginn, dat in den Jumbo gefu op den mobile Bohrmaschinen, dat se Sprengmeeser gin wie még Pap sei Bruder, die mis a Kurre goen an Frankreich wie Sprengmeeser ze gin. Ja, und das wird alles am Ja, evaluiert. dat war eben die Evolution de Beruf, die waren immer so gefährlich wie die Näner. Auch wie mat der Hand gelöet gin, also wie manuell geschafft gin ass, du konnt de Minne sech mat segem Schlepper verstänegen. Herno mat de Maschinen. Zitrin op segen Maschine praktisch kein Kommunikation mit. Ja, jederin war op Sänger Maschine, war keine Interaktion. All Mensch was werden ze din hat, ne? Auch de Steiger, der war jo den Porio oder gleiche Stelle mat engem Pferbe schon enger Schmelde, an enger Fabrik zum Beispiel. Ma ja denen as noch kom, ne? Und dann huet den enke geguckt, huet de puer wurt geschweren und ass denen gegangen. Und war auch viel mit Comedien an die Maschinen, die an der Mine Ja, und dann si natürlich auch einer Beruf vorbeikom an der Mine. Joch missen Leiit do sinn, die in den Antritten die Maschinen sinn hen Mechanier sie kommen, sinn Elektriker kommen an einer Berufer. Ne? Und die Maschinen sind noch zum Gressen die dënner hierdech gefleckt gin. Die hatten 6 Atelier ënner hierdech. Größere Parturen, die sind dann iwwer der am großen Atelier gemerkt gin. Ja, mit war wahrscheinlich kompliziert, die Maschinen aus der Mine rauszukriegen, und das wird die ganze Rest von der Produktion, ja, den man doch behindert. Ja, weil alle Maschinen, das ja wie haut nach, alle Maschinen, die steht, die kostet Geld. Ne? Ja? Und das war ja auch so. Ne? Ja, sie hatten, ich weiß, im Tillebirsch, da hatten sie zum Beispiel einen Maschinenshop, ne? Da sind der größere Reparatur gemerkt, an die Klang, wenn der mal Caterpillar Platten hat, dann haben sie den eben do Bonne gefleckt. Ne? Und 1973 aus dem Tillebirsch auch ein Piss gemerkt, wo sie mit den Arbeitsmaschinen raus und raus gefahren sind. Ne? Die andere als Haut noch am gebraucht, da laufen ja Pumpen im Tillebirsch. Und da war ArcelorMittal, die gehen die Pumpen kontrollieren. Ja, die pumpen enorme Wasser für den Stuhl. Ja, für den Stuhl raus, ja, zu dem. Ich meine, wir schwätzen ja heute von Arbeitsbedingungen, die man heute nicht mehr kennen oder die junge Leute heute wahrscheinlich nicht mehr noch akzeptieren. Wahrscheinlich auch zu Recht an dem Moment. Ich meine, du hast just gesagt, die Leute müssen selber auch für die Steipen abkommen. Ne? Sie haben hier Sicherheitsmaßnahmen just für zu so. Und der nächste Arbeiter, den als Deputierten gewählt gehen, also aus dem Notbestoff tätig. Den Schochtchen, den also beim 1. Mai 1960 im Leben kam, Demos war das nach kein offizieller Feiertag, an den 1. Mai an Mingang für zu steipen.
als überzechten Member vun der Sozialistischer Partei demos vu sine Kollegin as se Schiwo geguckt gin, well en den nächste Mei an Mingang ass Min as Gang fir ze steipen, awer das geschitt, dat Blogoppe gefall an das nem je liewech rauskom. An ich denken dat sind Bedingungen, wo man es haut wirklich nimi könne firstellen, dann dem man sie missen fir Material opkommen, sie missen steipen, also Derbesbedingungen, dat war eng aner Welt wie die man se haut kennen. Ja, dat stimmt, weil auch von mir den Schüler de Band erklären als geht, dat sind viele Stunden geschafft, wie ich schon gesagt hat Geschirr selber bezahlt an an do tollsten bezahlt kriegen Sätze vom Holz, da kriegen du ein so ein End von den Schüler, da so immer, oh Mann, da waren die zwar schön dumm. Also nicht immer sehr froh, dass sie dumm waren. Wann du schon Schüler ausschwätzt, die op seg Visitidee ha an de Musee de Min kommen. Aéi weit kann Generationun vun aktuelle Schüler iwwerhap Appppes man Bierspau ha ufennken. Aéi weite ass dat fir sie Appppes wat zu der Regionun ha gehéiert, wat die Regionun ha iwwer de Jahrhundert lang geprecht huet, wie schwierig as het hin dat ze vermitteln haut. Ja, dat se so, wann mé mat Schüler an Mine ragin als Giet huet eben ganz verschiedene Typen von Schüler. Die eng interessieren sich, die frohen engem Lachen dabei, auch wenn gut ist. Du fies mir als Gieten do für die Fragen zu beantworten, agieren. Aber im Hund der Woche, da schwer sie regelrecht, heinz mal zu feiern werden. Ja. Dann so nicht immer mal ab und zu zwängen, ha interessiert dat schon. Oh nee, jetzt soll dich nicht interessieren, das ist reich du. Ja, du hast Lützburg großer Reich gemacht. Ja, weil nicht die Leute, die Lützburg schauen nur am Land. Ja. Was gibst du und die neue Generation weitergehen, die lo an diesem modernisierten industriellen Umwelt kennen? Was gibst du dann zu der Generation weitergehen? Ja, ich gebe mir weitergehen, dass sie die Leute nie sollen vergessen. Ja. Ich finde noch so, hey, interessiert dich ein bisschen mehr für das. Ja. Weil ohne Idee wie mehr hat auch nicht da. Ja. Ohne Idee gibt es letzte Bescheid nicht gehen. Ja. Das gebe ich eben und sie weitergehen. So. Ja, die letzte Geschichte ist voller Zufall, wie ihr so schön seht. In dem Moment, ich denke, dass man just die Wupp vom Bassin Minier von der Lorraine gekriegt haben, wenn die Grenze 10 Kilometer nördlich gezogen wird, da gibt es keine darüber schwätzen am Anfang. Ja, ich denke, ich meine, wenn in Haut sich die Entwicklung anguckt, ich meine, mehr selber sich schon so weit, dass man die kleinen Assistenten, elektronische Assistenten schon nicht mehr aus der Fange gehen, an junge Leute, die wissen quasi da ob, dass das eine neue Realität sozusagen. Und ich denke noch nach da und ich meine, war der Jacques Santer, den als Premierminister war, wie den ersten Satellit abgeschossen hast, du hättest von einem neuen Feierwohn geschwärzt. Das ist nicht ein Bild aus dem 19. Jahrhundert geholt, für den Vergleich zu ziehen, den an den Vergleich wird ja komplett gehebt, wenn ihr so wollt. So. Und war eine ganz andere Technik, war ein ganz anderer, also das just für zu sagen, für was dass die Generationen von Haut vielleicht Schwierigkeiten haben, für sich das vorzustellen. Ne? Und ich meine, wenn ich ich hatte Chance oder ich war einkehr an einer Kohlegrube 600 Meter unter dem Boden und ich gebe behaupten, da wären Bedingungen zu genau ein bisschen mehr hart gewesen wie hier an den Kohlegruben. Ich habe Flöts gesehen, die aufgebaut sind, das etwa 80 cm hoch. Und dann sind oben an innen jeweils 15 cm Aufgang für die Steipen. Dann der Tisch, der hat 50 cm hoch für aufzubauen. Und ja, das war schon das war noch ein bisschen mehr hart an dem Moment. Ja, weil John will dabei flicken, die 3945 Hektar Minetsfelder, die wir hier hatten, die haben eine große Geschichte geschrieben. Ne? Und das ist eine Geschichte, die eben nie abhält. Nee, bis heute noch nicht. Also mehr höher immer noch ob manst Stohlwirker, die noch am Land sind, auch wenn kein Minute mehr an denen geschmolzen wird, mehr Elektroiven antritt. Ja, und finde ich unerhebliche Spuren von unserem Bierspau. Ne?
Von den Nationen überall stehen noch sind Agänge, die entweder zo gemauert sind oder mit einem Gitter versehen sind. Überall stehen noch Lokomotiven, Bugien rundherum an den Wirtschaften als Dekoration. Dann natürlich die schöne Musik, die wir haben. Und dann eben noch sind das Lächen ein Triple gegangen, nur wenn am aller Grund stehen nach die Seelbundsmasten. Ja. Von Döttinger Seelebund. Und das sind die Sachen, das berührt mich auch ein bisschen. Ich hätte meinen Job wahrscheinlich nicht, wenn nicht die industrielle Vergangenheit nicht gegeben hat, weil Terrebaugebiete, die freie Terrebaugebiete hat, Kehrzonen von unserem Biosphärenreservat sind, Hotspots für Biodiversität mit Pflanzensorten, die so weit sicher gehen muss, mit einer Panoplie und Piperlecken, die einfach faszinierend ist, mit Orchideen, mit Eidechsen, mit Gottesanbeterinnen, mit wirklich einer ganzen Reihe Deieren, die daheim von tun, weil der Mensch die Landschaft verändert wird. Ja, voilà. Ja, das ist wahr. Ne? Am mir als CNC auch nicht dann. Oh, der hat mindestens andere Prioritäten wahrscheinlich. Eng froh, eng persönlich froh nach Dario, wenn du siehst, du hast auch noch geschafft an dem Boden, wenn ich schon nie an der Mine okay, aber trotzdem, du verwaltest haut Dirwen von den Leuten von Demols, an haut kommen Leute hin für Tourismus zu machen. An Flucht dann nicht ein bisschen? Nee. Also mein Job als Guide hat man nicht mit Leuten sehen. Also ich gebe alles für die Musik. Ich komme, ich hatte schon 4 Jahre gesagt, dass ich von 10 Jahren an die Musik komme. Und den Musik auch das ganze Umfeld, auch Rümmeling oder die ganz Bierschwer-Geschichte, hat mich bis heute einfach nicht losgelassen. Ich komme denke darauf zurück, dass man 10 Jahre die erste Kehr am Musee warst. Wenn ich wusste, ich gehe nach Guide, wie lange warst du da Guide? Na ja, ich war schon 12 Jahre für den Guide, und als ich Guide sind das so gegangen. Es sind hier an der Musee gekommen, du nach pensioniert Mineren die Visite gemacht. Und ich schon immer zu ihnen gesagt, ich schon die alle persönlich noch kann. Die ich kann ja nicht mehr bezahlen, zwei kann ich schon auf die Neige kommen. Was ist denn da? Immer mit dem Bus oder mit dem Velo von Nürnberg da kommen. Ne? Und was ist schon da? Ja, ich gehe immer drauf. Ja, okay, also wie viel kann ich schon? Nee, komm, das ist gut. Und da sind ich mit ihnen rangegangen. Und dann hat mein Papa daheim gezählt, der muss heute hier nach dem Telebisch geschafft. Und dann habe ich an schon ein Bücher gelesen. Und dann steht da Banne korrigiert und ich mit mir gehst. So, das ist immer schon noch ein Jahr gehen. So, nee, du warst noch zu klein. Wie geht? Okay, Zeit ist vergangen, ich habe mein nächstes Auto. Und sind immer so neue so gekommen. Ne? Und hast du schon motorisiert? Ja, das ist gut. Okay. Bemol enges da, ich war schon bestört und dann war ich eigentlich hier zu Beteburg an dem Bauhandel, wo ich nicht will nennen. Und du hattest da gesehen, den ich auch kannt hat, weil schon mal hingekommen sind und den hast halt die Menschen zurückgefahren. Und sagten zu mir, du, sagten zu mir, mehr brauchen Energie da Musik. Oh, so, das will ich nie. Maar je komt met de lunch was anders. Ich meine, Frau, ich gehe da Musik und ich da rumbauen. Und ich dachte, da hinkommen, du war dem, also der Chef geht, den er doch an dieser Min geschafft, den Herr Franzen, der Matti, den ich auch von der Zeit kann. So, ich sehe mir so, das ist schon her, wie sie geht, brauchen. Ja, so, das ist die neu. Und, sitzen mehr, es waren 5 Deutsche, du sitzen zu mehr, sitzen mehr Hölzer, da gehst du direkt mit denen, weißt du, wie es geht, pass auf, genug Matt gehangen und alles. Aber ja, wie schwer ist schon mit der Visite? Sitzen zu mir da, du bist die geborene Guide, so weiter. Man ja so, du zählst Leute Sachen, die mehr als früher Männer mal nicht wissen, ja, weil ich auch in den Büchern gelesen habe.
so oder wie weißt du dat se Meer der Schrott op Trat an den run dass du mal opgefallen schon da was ze da so ziehen. Dat hicht du war so an denger eichter Visitidee, dats Ja. du gënne matkrit huest, dats Das hem de Chef giet han der gang. ja voilà. Ja an okay an dun an dun war dun 12 Joer giet ha ja well ich op 3 Schichte geschafft hun den mat den gele Kamion an okay das sag mal bisssen zuviel gi well es die nee so nie. Ja. Dann hatte ich zum Beispiel nicht, ich hatte schon 10 Uhr eine Visite, ich hatte ja keinen Hof so, da sind schon Schlafen gegangen. Ja, dann sind ich mit der Schlafen gegangen, oder wenn ich frisch tat, mit des, also muss ich auf der Arbeit, mit des, dann an der Muse, oder mit des, ich muss an der Muse mit des schaffen, dass man einmal zu viel gehen, ja, ich habe ein ganz frisch Mail gemacht, okay, sie waren ein bisschen geschockt, okay, und sind aber immer Moie immer weiter also Moie so kom du de Schmeile geschickt wie die kannst du immer ha du kom he man ha an du war enke mat der Frau ha an der Batterie gehst wie iwwer Moie so wie die kannst so ich gucke du hast no eng Mail gemerk as ich rmke an lo sind schon an der dritter Cäsar mat dabei ja so sind Schei gin. Kann ich vielleicht ein bisschen zurückgehen von die Arbeitskonditionen an die Arbeitsstoff von dieser Zeit von dem Pap zum Beispiel erlebt haben. Ich wollte doch wissen, was den typischen Tag für Ihre Bierarbeitsstoff ausgeseit. Was war dem als Anfang ein typischen Tag? Ja komm wir stellen als Lumofilme sinn an denger Visitidee, du erklärst als lo den Dach vum Miner. Voilà, de Min aus Mures aus den Meschensinn am Wëllo schaffe gangen ne en Soldat mo schon so klengen eng kleng Billettauto hatten se ra. Ma ja dann sind so Minigangen Schullo ha de Beispiel den Telebeersch sind op den Telebeersch gangen okay dann hunn se sech an der West hun sech an der West ennnecher Suge doe schaff Gezeiu gedoe. An der Salle des Pendus. Ja voilà. Und dann sind sie mit ihrem Schlepper, der Mine und der Schlepper, das war Menschen so dieselbesten. Ne? Waren da mal drin, noch die nicht so lange bei einer Mine gepackt und mit waren da auch drin, wo dieselben Schlepper jahrelang mit demselben Mine geschafft. Dann sind sie auf den Zug gegangen und dann sind sie an die Galerie rangefahren. Den Zug muss man sagen, aber fortgefahren. Ich schwätze schon von 10 Stunden oder so. Und dann, oder 8 Stunden kann ich noch so. Und dann sind sie dann aus den Mine aus den nach Magasin gegangen an Pulverhaus aus da sein Pulver sich gegangen wat gebaut fir zu sprengen wat chauffiert am dafür du beim Steiger bestalt hat. Und dann aus am zurückgehangen dann hun se Situation nu geguckt op ke Stempel umgefallen wie vum dafür runne so. Und dann hunn se den Dach sondéiert mat der Beramin alles kontrolliert, dann hunn se mal eng Zigarett gefëmmt gemmittlech an dann hunn se gefangen. Okay, hunn se mal geguckt op jeno Situationun, wann se den dafir eng Sprengung gemach hunn, wann se geschoss hatten dafir hun op vill Minlung an dann hunn se nach enkeer sondéiert, dann hunn se gefangen mat Löden. An van dann lungen méchens beim Schwarzpulver lungen dann so eng 15 Tonnen Mine do. A wann dem Mine nëmme kont vum Kobaus boeren, well net jo 4 Schëtzmisse boeren am Ufang en waren dat opwer feiert so mat der Maschinen natierlech. Dann huet schon well sinn de Sterbeg immer so Lied wie méigich gemer. Dann hunn se natierle Joch hunn se molfitéicht Geburt die ewech 2 Lächer oder wie dat de bewoer. Si natierch joch hi Kapitlut hunn se natierlech. Steet der net ze vergées, war ja ganz wich geschier. Di hunn soch schon am Vierfeld alles mat de Wässer gefëllt an alles a Karbit. Und dann hunn se den Bugi ze summe gelöden, sinn e Stung drop gemer, sinn an Tapstrecke drin en eng Ger an dann dann sinn se sammle ass Maschine kom ass die Pugin wächt zeie kom, fir dann rauszubringen op Baskul.
An méi Pap van 7 Uures mat der Maschine raggefuer sinn, dann sinn sie fir d'éicht sie hun dat immer gesot méi ginn e Chanche besetzen. Dann hunn se die Vollbugin rausgezun an die Eidler an Platz gesät. Und da wann eng Ram fertigerdeg war fir op d'Schmelz, dann hunn se déi rausbrut hunn se op d'Schmelz gefouert an eng Lokomotiv, die Siemens sinn zum Tillebier Schate vun 22 Stunden, die hat awer eng 63 bis 65 den Bugin unhängt. Ja, das net fir mat 2 Stück op d'Schmelz zu fuhren. Gowe doch eng stark Solidaritéit tschen Dabestamm vun Di an der Min geschafft hunn. Ja, also die Kameradschaft, wie an der Mini erfund huet, weil ich mal vun Minere Sue gelos hun Dir an Ehrens ginn. Dat war net wie hauteren Betrieb ass net gucken zu hofech geschafft hun anëlech. Van do ene Problem hat, dann war fir den anderen do. Mein Pap so mé sinn altein so mat enger Ramme rausgefuert, dats als molle Bugi entleis. Dann ass en aner Maschinist kom specken eng an hun hefen mar op. Do war Solidaritéit, dat joch normal. Do war fir d'Schitri gleich schwéier, fir d'Schitri gleich geféierlech. An die missen ze men halen. Sin normal Kleinstreitereiie gi méi no sinn se Patuele gerne beim no der Schiger beim Pat dat ze standem reguléiert, dann ass iwwer nie abs gewircht wie. So bei den ganzen Arbeitskonditionen, bei dem Dachdienst als Lodo beschrieben ist, sie moies 6 Ragängen, beim Schluss hatten sie dann wahrscheinlich eine 8-Stunden-Schicht. Sommer so an den 1920 oder so, wo sie dann 12 Stunden geschafft haben, du bist so 6 Uhr rausgekommen. Da warst die ganzen Tag an der Deichstadt, ja. Du bist an der Deichstadt rangefahren und du bist an der Deichstadt rausgekommen. Ja, voilà, Beispiel der Wand da. Morgens 6 Uhr aus der Deich, da sind sie rangefahren. Overs 6 Uhr am Wand, da war schon Deich, da sind sie hat den Tag nicht mehr praktisch Sonntag gesehen. Mhm. Ja. Und dann sind sie nach wie den Guy Sot, wie den Jean Schochtchen, da sind sie nach Sonntag an die Galerie verbauen gegangen, für Maindes können direkt zu löden. Ne? Und dann da sind sie Maindes kommen, da war der Butigaber am Zimmer gefallen. Ja, weil das war ja am Anfang enger Koch da vor enger Koch da. Und dafür auch vielleicht, du hast nach 4 Jahren einen Begriff gesucht von den Stangen, dann dem Moment, das war ja auch wichtig, dann dem Moment, dass den Boogie Home, das konnte richtig kontabilisiert gehen, dem richtigen, dann von dem Minazo, das war hier Pai, ne, in dem Moment. Also es war ein richtiger Koch da in dem Moment. Etwas nicht, das gesagt ihr, wenn ihr ein bisschen nur dir googelt, Dario, du hast nie auf deiner Passion als Guide am Musée des Mines, du hast eine Ringana. Ja, mir habe gesehen, dass du auch ganz gern mit Modellen schaffst. Na ja, das ist so. Dass du hier kommst, du war ein Mann, auch leider nicht mehr erinnert, da ist von Esch, den hat die Lokomotiven am Messing gemacht. Und ich hatte hier an einem Sportgeschäft am Sonntagmärkte die Zeit, hatte ich dem sein Modell auf die Tisch gesehen und ich hatte noch nie so eine Maschine in der Tür gesehen. Ja? Oder Boogie so. Da stand ich ganz mitten im Platz bei dir Fenster. Und du hier sucht die Passion nicht mehr, das war fertig, bringt mich so fertig. Ich bin so gefahren, als sollte ich meine allererste Boogie so gute Nacht daheim, die ich mal 10 Jahre gemacht habe. Und dann haben die Modelle sich immer so perfektioniert. Ne? Und dann sind sie Ausmaße gegangen. Ne? Auf verschiedene Minieren, aus Minieren am Tillebier schaust du dann ausgemaßen. So. Und du hier hat eine Passion gehen und schon eine Kollektion gemacht, für die ich am Marsch bin zu singen. Die ist mal mit klein wie in der Realität. Der Sperrholz natürlich. Aber das alles andere. Aber nur mal am Marsch bin zu 25. Da passen sie dann noch besser irgendwo bei den Leuten an Stufe, oder? Ja. Zu singen als einfach noch groß. Ja, ja. Ja, in zu singen, das ist eine Maschine zu groß. Ne? Und in zu 25 ist so. Und die, am zu 25 machen, die noch Fuhrwerke dran. Das hier steht Fuhren noch. Schon noch Seelebund gemacht
Seelebensbugi vun do. Ja, schon eng Seelebunsanlag gemer, die ass zu Schöffling an engem Muse ausgestalt. Am 1987 ich mich der Oettinger Seelebund inspiriert. Da war Jo am Gangen mat. Woch voll funktionsfähig schadegen Ausstellungen zu Dating fir de Bierschmannsverein Glück auf. Scha eng Ausstellung an der Berlitoile so go. Ganz potenzial geschiert wo hin. Wieviel der Modeller hueste gebaut am ganze weißt du dat hueste gezielt schwer also so wie ich die Heilo enke gezielt hat die ich lo gemerk hun dat werden eng dressig Lokomotive mat Bugien an moderner Gefährer gemischt sinn. Schon eng ganz Vitrin voll du hemstuen. Und Silo war Mu am Keller sind nach am ge. Ja so it's more to come. Dat hält nie op dat du Még Fra sewer zu Meer du sees immer gis op Perlen wann stand zu méger Fré so die do Maschine an der Schluss ja. An 2 Wochen drop sitzen der am Keller. Am Keller. Dann get alles geraumt dann heich man neich mé kom kennt sie do awer am. Ja. Also eng weiter Passioun vum Dario Di Genova mat Thema Haut hai am Minet Mashup ënnerwe sinn, mat Thema dann lo menggene awer enkeer zré an Zäit ginn. Dario, hast du noch ein Souvenir spezial? Also nicht den du schon erzählt hast. Ja, einen anderen. Oder eine andere Geschichte, die du über min mit uns mitteilen willst? Naja, das ist so. Also mein Papa hat immer ganz viel davon erzählt. Ich kenne Leute, nicht bauen die Anekdoten, die mein Papa mal erzählt hat, auch an der Visite mal an. Schon aber eine ganz löschige Anekdote. Das mein Papa, sein Bruder, steht so Bagger bei außen auf der Wies. Das war die Eimkoen, die mit der Presslauf gegangen sind und die nur 100 gelöden. Und sind die in den Bagger immer Spitzen hingehen. Aber meine Moni, da war das Lili. Die Lili? Ja, die Lili, die Bagger Lili. Und Heinz und jetzt am Bett, am Dramen, hat ihn nur gefangen. Lili, du hast meine Tate zu meiner Moni, so viel als das Lili. Hast du eine Frau, ich habe ihn jetzt vom Bagger gedreht. Ne? So, ne? Und ich denke, sing Madame doch nicht geglebt, dass das für Bagger ja. Gewischt wäre. Okay, was mein Pap, wenn ich auf meinen Pap zurückgucke, das war eben ein Accident, was ihn erlebt hat. Bis mit dem Accident bis zu seinem letzten Atemzug nie fertig. Das war meine Zwillingsschwester, ich hatte in dem 6 Monate, wie das geschieht war. Und da haben sie Manöver gemacht, das war schon mit den 10 Tonnen Talbohren, die Snaffen. Und sie Manöver gemacht, bei den 20 Bad an der Galerie. Und du hast zu einem Accident gekommen, und sein bester Kollege, mit dem sie nach Minuten für Kaffeespause gemacht gelernt haben, okay, den war auf der Platz. Und mein Papa hat das Ganze alles modelliert. Und mein Papa, also so nicht, den ist bis zu seinem letzten Atemzug nie fertig ging mit dem Accident. Heute sind wir bei meinen Eltern gegangen, Frau nicht, so, nur von etwas ganz anderes geschaffen, länger auf die Jahre. So, Dario, den Angelo, schon, der Mann kann mich schon seinen Bruder kennen. Wie lange ist den du? Naja, so mehr als 6 Monate. Ja, ich kann mich zählen dort einkehren. So ich mal Papiers mal, aber schon gezählt. Und dann hat mein Frau mich mal am Fuß gestoßen. So, da kommt zählen mal einkehren und hat nur gefahren zu kreischen. Ja, aber das sind Momente, ich denke, die bleiben ja bei der Henke. Ich habe meine Mama eigentlich gefragt, auf kurzem, so viel der Papa daheim kommst von der Mitte, von dem Accident. Und Mama sagt, sie haben noch ganz durch nie nicht gekrascht. Den Typ hat emotiv an das Schuh. Ja, auch ein Maschinist. Ne? Das sind Besachen, ne, also, das geht mit nie in sich. Ne? Ne? Dann denken die, das hat doch dein Pappkind sein. Ja, voilà. Ne? Ja, voilà. Also, den Mann, den er so auf der Lebfläche steht, noch auf der Tafel.
Und das ist auch gut, dass man die Leifrechte ja. für auch die Erinnerung und all die hier leben do bei dem ganz gefährlichen Job verloren haben, aufrecht zu erhalten. Sag mal, schon nach einer froh. Du hast so dax den Tillebiersch gesagt. Ja. Und ich war ja zu jung, für dass ich mich noch aktiv daran erinnere, wie die Mine noch funktioniert hat. Ich erinnere mich aber noch ganz gut daran, wie ich all Sonden oder all zweite Sonde mitten mit meinem Bob auf den Tillebiersch gegangen bin, für da Football gucken zu gehen. War Football bei euch auch so etwas so als Ausgleich dann für Sondes etwas anderes zu haben, oder? Ah ja, das war so eben mein Pap und meine Mumien. Die sind durch den Fußball auf den Tillebiersch gekommen. Du war damals, was ich nun kann nennen, ich weiß nicht. Bestimmt. Den Louis Meyer, der war Präsident am CSU-Overkur. Und der war am Tillebiersch Direktor. Und alles, was am Tillebiersch, was an den Fußball kommst, so was schaffst du. Schon keine Arbeit. Kannst du mal auf dem Tillebiersch vorstellen. Ja, das war dann so eine Sache. Ne? Und dann ist natürlich mein Pap sein jüngster Bruder, der war auch ganz bekannt am Fußball. Ja. Und das zieht nicht mindere, wie ich noch mindere kann zum Beispiel, die noch gemalt, die noch Sport gemacht. Ja. Dann sind wir aber nicht gleich müssen trotz ihrer schweren Arbeit. Und da war eben noch vor, ja, dann sind noch gerne Pat geholt, für die Stimmseruf zu spulen. Ja, das war eine Tradition. Ich weiß, wenn ich bei meiner Oma am Garten war, mein Papa ist mit der Maschine raufgefahren. Das sind Szenen, die ich nie vergesse. Sind ich am Wirtschaft gelaufen. Mom, der Papa ist, weil meine Mama hat meiner Oma am Kaffee geholt. Mom, der Papa ist raufgefahren. Ja, wenig können noch ab. Oh, 20 Minuten. Der Schmerz war ja nicht weit weg von der Brick. Das ist gut, da stehen sie mit einer Tasse Kaffee beim Brot. Und einem Brötchen. Und eins so sind da mal Ingenieur oder wie noch immer war. Dann haben die auf der Schmerz an der Maschine gesagt, da sind immer auf dem Tillebiersch gefahren. Und als sie lernen gefahren, meine Mama mit der Tasse Kaffee hat nicht mehr so gemacht. Sie sind an dran, ich kann nicht stehen bleiben. Naja, und dann habe ich die Welt rundherum. Ich vergesse auch von ich kann mich erinnern, zuerst, da ist sie noch gegangen, bis 97, du Thiel, der Brescher, du hast ja die französische Minute von der Tiger rübergekommen. Du hattest eigentlich hier an der Disco zu Dave, hatte ich eine Enttäuschung bei einem Fremden. Und die noch nötig gemacht. Und wie ist es gegangen? Ich war so enttäuscht, samstags. Ich habe mich an Auto gesagt, ich habe den Thiel, ich habe mich auf die Mauer gestellt, du hast dort in den Zischnu geguckt, die aus der Galerie gekommen sind. Du kannst Police, das ist du man, von nicht 2 Euro. Ich habe so 3 kleine Buggy im Tableau stehen, 4. Was du machen? So ich gucke, na ja, was guckt da dann? So ich zieh die erst an meine raus und rauffuhren. Ja, so die nichts mehr, da keine andere Probleme. So doch, du hast schon mein ganz Sula ist du erzählt. So die nichts mehr, der Papiere dabei so ja. Ich mache bei meinem Auto, sind sie die 3 Bugien durchstehen. So die nichts mehr, so der ist der Fan von den Sachen. So ja, so. Unsere paar Bayern, du nach kontrollieren. Ja. Okay. Ja. Alles, was muss sein. Aber das ist so eben, mein Papa ist dann in Betrieb oder Pension gegangen, 85. Das ist eine große Passion, die dich dein Leben lang begleitet hat. Ich denke, das heißt 3 Quizfragen, die man dafür dich schon auch keine großen Challenge wert sind. It's quiz time. Relativ am Schluss von aller Episode, ja, stellen wir die 3 Fragen mit 3 alternativen Antwortmöglichkeiten. Ich bin immer gespannt, ob es da jetzt nicht die richtige Antwort doch kann gehen, eher mal überhaupt eine Alternative proposiert haben. Die erste Frage kommt von Anne-Kathrin und hat etwas mit Römling zu tun. Ja, aber a wéi engem Joer gouf dat éicht Eisenerz offiziell zu Rëmling verkaaf. An 1872, 1863 oder 1891. 1891. Nee? Ja, mir rode Jahre mat
du hast so nach irgendwo können 1920 oder so dabei setzen, da hat man uns Denksachen können Ich hab ein feiert Alternativ, Jan, du willst die nicht. was hast du gesagt? 1863, 72 oder 91? Ja. 91, ich weiß auch noch nicht, ein bisschen spät. Ich ging 72. Nee 27 ja Also ich hätte auch noch 72 Ja, ja. gesagt, aber Aber keine Ahnung, gell? nee, aber ja, genau. Ja. Aber davon jede Menge. Anscheinend, das ist 1863. Also frei Okay. dann schon. Ja. Also ziemlich am Anfang dann dem Moment, Ja. wo sie angefangen. Okay. Aber ja, da ich bin froh am Fungehol. Ich fange mal enger sportsfroh und ich will nun du bist ein bisschen daheim, dann dem Moment die Band Polidori seht die Nummer der App nimm schon her ja als Deputierten Ja, ja. mittlerweile wo noch die Partei gewechselt wird für eine Zeit dann dem Moment weißt du wohin nachgespielt wird für ein paar Jahre nee heute zu Römling also ja, an der US Römling von 2011 bis 2014 voilà. Maps beigelehrt. ja voilà Okay, ich weiß wohl gut nicht dass die Fußball gespielt Ja, hat. anscheinend waren sie sogar ziemlich gut. An schon irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob kann über Preise schwätzen oder so weiter. Nicht lo was hin kriegt wird, das weiß ich nicht. Mir ich denke an einer offizieller UEFAs löscht mit einem Verkaufswert oder ein Transfersgeld von 50.000 €. Also nicht gerade nicht. ja, das sind ja schon ein Das ist schon ein Park, Für ja. Eis ging man nicht 50.000 Euro. Wenn bei 5 Cent wäre, wäre es gut. Und dann am Ende froh, wir haben sie pur mal geschwärzt, wir sind noch nicht, ob sie angegangen, weil ich meine, die als irgendwann noch eine Episode für sich selber, da wird Tettinger Seelbund, die Ja. von Oetting bis auf das Plateau du Funiculaire, auf die Verding gegangen ist, die von 1906 bis 1908 aktiv war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich ging ja wissen, Dario, wie lang war die Seelbund? 12,7 Kilometer Ja, boah, voilà. Wie so schön seht, wie aus der Flint. Hatte ich als Alternativ gehabt, aber voilà. 144 Steipen 4 Spangewichte Über wie viele Bricken noch so gehangen? über 8 Fantastisch. Okay, lo wissen wir alles gleich. Dann, da wissen wir auch, bei wem wir kommen, wenn wir keine Episode die erzählen wollen machen. willkommen Dir vielmals merci für das fantastisch flott Gespräch, für die Erinnerungen, die du mir da jetzt gedealt hast, für die Passion, die du als eigentlich wirklich vermittelt hast, für die Industriegeschichte, für die Geschichte von den Minen, für deinen Job als Gitarre am Musee der Minen zu Römmeling. Also kommt ruhig ein Jahr hin und dann hofft, dass den Dario oder von seinen 19 Kollegen oder Kolleginnen als Gitarre kriegt, die sind eigentlich alle gut genauso motiviert wie ihn, für ihr mehr über die Vergangenheit, die als Land reich gemacht hat, mal auf den Weg zu gehen. Hashtag #MinetMashup, da fand ihr als Online-Shownotes wie immer auf minet-biosphere.com. An der nächsten Episode von #MinetMashup, die geht es dann an einem dicken Mond. Merci für den Nullauster, merci Nanke Dario. merci Ja, merci Dario. Merci, Merci. Dario. Bis geschwind. merci ja, bis Adi. geschwind Adi.